Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Heat. Ja, letztes Mal in der letzten Folge sind wir ja festgenommen worden und sind um satt $30.000 erleichtert worden. Und in dieser Folge tun wir mal gerade am Anfang ein bisschen Leistungstuning machen. Weil ich glaube, wenn wir auch mal ein bisschen schnelleres Auto haben, ist das für uns ein bisschen ein Vorteil. Vor allem eben halt, wenn wir dann wieder Schmier haben. Darum klatsche ich jetzt auch überall alles Upgrade ein bisschen rein oder dort, wo es einfach geht. Motorkühlung. Auspuff. Da macht es jetzt so viel Sinn. Turbo. Auch nicht. Da ist ein Fahrwerkchassis. Da bringt uns wahrscheinlich dann nicht viel an Geschwindigkeit. Ja, wir können nicht so wahnsinnig viel tunen. Habe ja gleich die Kühlung rein und noch Auspuff kann ich gar nicht mal reinhauen. Ja, jetzt haben wir nur noch $2.000, das heisst, wir müssen jetzt in dieser Folge einfach wieder ein bisschen Rennen machen. Wir gehen da mal raus. Wir fahren mal am Tag. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwie etwas machen können, um Geld zu verdienen. Wir sind ein paar Level aufgestiegen zwar, aber ich weiß nicht, ob das gelangt hat, um neue Rennen freischalten. Sind es gerade Stufe 5 oder so etwas. Schauen wir mal schnell da. Wir haben noch nicht freigeschaltet. Stufe 5 sind wir auch mal da unten haben wir Rennen freigeschaltet. Also gut, dann fahren wir jetzt sogar mal zum nächsten Rennen her. Was haben wir für eine? 138 und 120 ist das Mindeste, oder sollten wir mindestens haben. Also sollte für uns eigentlich ein einfaches Rennen werden. Jetzt hoffe ich einfach, dass unser Auto relativ schnell ist. Wir fahren jetzt mal einfach ein Rennen. Und dann fahren wir nachher in der Nacht weiter, um ein bisschen die Erfahrungspunkte zu sammeln, dass wir auch doch ein bisschen Levels raufkommen, weil wir müssen ja Level 7 sein, dass wir auch können dann bei der ENA weitermachen von den Missionen her. Oder von der Hauptstory her besser gesagt. Suchen wir gerade den Radar, aber ich glaube, so Berg darauf sind wir wahrscheinlich nicht so schnell. Ja, 226 sind wir bei weitem nicht. So. Schauen wir mal, was da für ein Rennen sollte sein. Also ein Rundkurs ist es ja mal. Aber unser Auto ist jetzt auch nicht wahnsinnig schnell. Aber ich finde es halt einfach schon krass, dass uns einfach $30.000 abgezockt worden sind. Schon noch heftig, weil jetzt haben wir mich so gefreut, dass wir so viel Geld haben und dass wir dann nachher ein fettes Auto kaufen können. Und dann einfach so, ja, jetzt mal, voilà. $30.000 weniger ist schon noch heavy. So, davon ist das Rennen. Dann machen wir doch das mal und schauen wir mal, was das für eins ist. Ich habe ja schon angefangen mit Need for Speed, aber ich habe glaube ich nicht alle Rennen gemacht. Also ich bin jetzt etwa wahrscheinlich gleich weit wie wo ich selber mal ein bisschen gespielt habe. Darum ist das für mich alles auch ein bisschen neu. Also Rundkursrennen wieder. Habe ich eigentlich nicht so gern, aber gehört ja auch dazu. Ich bin eher so der Sprintfahrer oder Sprintrennen, wo habe ich eigentlich wesentlich lieber, so muss ich sagen. Starten wir mal hier in das Rennen. Wir haben wieder eigentlich so die gleichen Gegner immer. Ich glaube, da haben wir auch erst die Gräberautos, wenn wir auch ein bisschen anderes Auto mal gekauft haben. So, das ist ein 3-Runden-Rennen, genau. Ich hoffe jetzt, dass wir da ein bisschen mehr Geld verdienen, vielleicht auch, so 15.000 oder so 20.000 wäre cool. Aber ich weiß es nicht, weil ich jetzt habe nicht gerade geschaut vorher, wie viel Geld das wir können gewinnen können. So, hinter uns ist gerade einer. Aber er hat auch noch guten Abstand. Mal schauen, ob wir uns ein bisschen lösen von ihm. Oh, da haben wir noch guten Speed drauf, 190 Sachen mit dem Auto noch. Oh, jetzt geht das Berg drauf. Uiuiui. Dann nicht mal so leicht der Berg drauf, sondern schon recht steil. Da werden wir wahrscheinlich schon ein bisschen Mühe haben, nehme ich mal an. Ist da jetzt doch relativ gut gegangen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wow.
Ja, gut, man merkt es schon. Also aus der Kurve raus gerade, ist es schon ein bisschen langsamer. Aber das geht schon. Also wir fahren jetzt mal das Rennen einfach fertig. Die zweite Runde hat angefangen. So, da lang. Ich hoffe, es klappt alles mit dem Aufnehmen in dieser Folge. Weil ich nehme es gerade auf meinen neuen MacBook, wo ich auch noch das Video hochgeladen habe. Und weil das ein bisschen kompliziert ist, weil er ja nur noch USB-C-Anschluss hat, habe ich einen Adapter ja kaufen. Und mit dem Adapter habe ich jetzt Elgato als anschließen, weil die noch einen alten USB-Anschluss hat. Und ich hoffe, das verhebt, wo die Bildübertragung kommt. Wobei ich muss da sagen, das Bild auf dem Fernseher, auf dem Laptop ist flüssig, wenn ich so überall schaue. Beim anderen MacBook, das ich habe, hat es immer ein bisschen gestockt. Von dem her ist es soweit schon mal ein gutes, ein gutes Zeichen. Ja, man sollte halt eben nicht immer auf den Laptop schauen während dem Fahren, sondern auf die Straße. Aber es sieht gut aus. Dann fahren wir wieder am Giftshop vorbei. Oh, ja gut, also am Berg darauf merkt man schon, wie das Auto ein bisschen träge ist, aber geht gut. Mehr oder weniger. Mal schauen, ob wir noch jemanden überrunden können. Jetzt haben wir da schon in die letzte Runde rein. Jetzt gibt es unbedingt eben noch die Schwierigkeitsstufe erhöhen. Also ich habe es zwar nicht gefunden, aber wenn es möglich ist, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Dass wir mal die Schwierigkeitsstufe erhöhen können. Weil mir denkt es doch ein bisschen komisch, dass ich immer so einen grossen Vorsprung habe. Gut, ich habe jetzt das Auto wesentlich schneller eigentlich als die anderen, aber gleich, es ist doch ein bisschen viel. So, da vorne ist die ganze Truppe. Da vorne ist der Einer-Golf oder der Zweier-Golf, ich weiß gar nicht, was für ein ist. Ich glaube, es ist eher so ein Zweier-Golf. Ich muss schauen, wie er von vorne aussieht. Das ist ein Einer-Golf sogar. Ah, dann ziehen wir mal gerade locker vorbei. Ja, wir sind schon ein bisschen OP. Ich glaube, es sind wirklich irgendwie die Schwierigkeitsstufe erhöhen. Also könnt mir gerne, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, ob es möglich ist, die Schwierigkeitsstufe zu verändern. Wenn ja, wo? Weil ich habe das wirklich nicht gefunden. So, noch 500 Meter. Wir fahren in die letzte Kurve. Da vorne ist ja noch eigentlich ein anderer Fahrer, aber den holen wir jetzt nicht mehr ein. So, und dann haben wir hier das Rennen gewonnen. Dann schauen wir mal. Ja, 20.000 Dollar knapp haben wir geholt, 19.305 Dollar. Sehr geil, dann haben wir jetzt hier immerhin wieder ein bisschen Geld rausholen. Dann ist der Verlust von vorher oder der letzten Folge besser gesagt nicht so wahnsinnig schlimm. Aber jetzt würde ich mal sagen, switchen wir in die Nacht rein. Und dann machen wir ein paar Nachtrennen. Zum unser Heat Level heisst es anscheinend. Oder was ist Heat Level? Nein, Heat Level ist einfach der Multiplikator, habe ich gemeint. So, jetzt machen wir hier ein bisschen Rennen. Dass wir hier auch ein bisschen raufkommen von der Level her, weil ich glaube, das brauchen wir jetzt eher als ein bisschen Geld. So, jetzt fahren wir wieder zurück zu der Werkstatt, eigentlich der, wo wir gestartet haben in diesem Video. Und fahren jetzt Nachtrennen, oder vorne kommt gerade ein Polizist. Und dann haben wir schon mal Polizei am Popo. Ah, die fahren dort rauf. Okay, ich habe gerade voll an uns vorbeigefahren, aber ja. Ist auch gut für uns, da haben wir sie jetzt nicht, aber hätten wir immerhin schon ein bisschen wie heisst es, RP? Ich sage einfach RP, ich weiß nicht, ob es wirklich RP heisst, aber hätten wir ein bisschen RP sammeln. So, sind wir gerade da unten, da starten wir das Rennen und dann holen wir uns dort noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Also eben das Ziel wäre schon so Level 10, wäre schon cool, weil dann haben wir sicher auch genug Autos noch freigeschaltet. Und dann können wir auch auf etwas Schönes noch sparen, sage ich jetzt einmal. So, da schnell noch Querfeld ein.
Und dann haben wir das Rennen gerade hier unten. Das ist jetzt ein Sprintrennen, ultra scharf heisst es. So. Dann starten wir mal das Rennen. Und hoffen wir, gönnen wir mal. Aber wenn es so einfach ist wie die anderen Rennen, sollte das eigentlich nicht so das Problem sein. Ausser ich fehle komplett, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus. So, ach, das Auto sieht einfach so schön aus. Wenn es so dort steht. Der Typ mit der Maske. Also das Auto sieht wirklich mega schön aus. Wenn es jetzt ist es halt leider ein bisschen verkratzt, aber es sieht schön aus. So, 3, 2, 1 und dann starten wir da. Geil, da ist das Auto mit so Lautsprecher hinten drauf. Die volle Party noch. So, wir drängen uns da jetzt gerade mal zwischendurch. Sind schon auf Position 1. Man muss die Schwierigkeitsstufe unbedingt ein bisschen lüpfen. Es ist ein bisschen krass, wie ich vorwärts komme. Oder es liegt halt wirklich einfach an dem, dass ich das Auto so getuned habe. Aber ich denke jetzt nicht, dass das ein bisschen Tuning so eine grosse Auswirkung hat. So, es war nicht ein grosses Sprintrennen, glaube ich. Wir sind schon bei 20% und sind ja nicht mal so weit gefahren. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen Polizei bekommen, um zusätzliche Erfahrungspunkte zu holen. Oder RP besser gesagt. Heatstufe ist halt leider wieder voll auf 0 unten. Das heisst, wahnsinnig viel holen wir jetzt hier nicht raus. Aber ich hoffe, dass da vorne jetzt irgendwo da gerade Polizei auftaucht. Ah, dort links wäre jemand, aber die sind ein bisschen weiter weg. Wow! So, das ist ein bisschen konzentriert, es war gerade ein bisschen viel auf eins hier. Ah, dort ist ein Polizeiwagen. Ich glaube aber, der steht einfach bei der Tankstelle. Vielleicht fährt er noch weg, das wäre noch cool. So nice, schön im Kurve rumgedriftet. Jetzt fahren wir da dann nachher, glaube ich, über die Brücke rein, oder? Nein, wir fahren nicht über die Brücke rein. Wir fahren unter der Brücke durch. Aber wir sind jetzt schon gerade im Ziel und dann ist das Rennen schon beendet. Geben wir mal ein bisschen Nitro rein da. Und dann fahren wir durch das Ziel und sind Erster geworden. Heatstufe hat es jetzt Glück auf 1. Wir haben jetzt so ein bisschen Erfahrungspunkte geholt. Aber nicht wahnsinnig viel. Wir sind immer noch auf Stufe 5. Aber wir fahren noch ein bisschen Rennen jetzt in der Nacht, beziehungsweise wir fahren in der nächsten Folge weiter Rennen in der Nacht, würde ich sagen, dass wir hauptsächlich einfach ein bisschen Levels raufkommen. Da würde ich mal sagen, was das war mit dieser Folge von Need for Speed Heat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. Sowie auch über ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. So, und auch wenn ihr das Video teilen. Und tschüss, sehen wir uns dann einfach im nächsten Teil wieder. Bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!